Wir halten also fest, soweit den Haut Moose kann, ist die Lufthaut besser wie früher. Aber noch immer nicht, überall, immer gut. Auf der Meerstation hier an der neuen Avenue an der Stadt, da sind die Werte auch raufgegangen. Bis Mitte Oktober hatten sie hier einen Jahresmittelwert von ungefähr 39 Mikrogramm NO2 an einem Meter Kippluft. Das Jahr für den Hund waren es dann noch 45, also ein bisschen mehr. Bei der Umweltverwaltung geht ihnen davon aus, dass das hauptsächlich um den neuen, besseren Busse leidet. Und dass entretan auch Männer Busse durch die neue Avenue fahren. Eine weitere Verbesserung erhoffen sich dann an ein paar Jahren mit dem Tram. Loma viel über Stickoxide geschwärzt. Der Mr. Science den analysiert lo am Detail den Rängestups. Wie Ränger sie wirklich? Wo könnte genau hier? Aber was kann ich noch machen? Abgepasst? Hey Joseph, stehst du Labonne der Brand? Keine Angst. Das heute, was wir gerade gesehen haben, das war eine Verbrennung von einem Spezialpulver, das an der Pyrotechnik benutzt wird. Das ist den Sporen von einem Farn, den Lycopodium heißt. Und der brennt gut, weil er so rein ist und weil auch nach Öl dran ist. Und an meinem Experiment von heute geht es um reine Stöps. Und auch von den heute Stöps schon immens rein ausgesät. Hier haben schon unter dem Mikroskop Laien mal tausendfach vergrößert. So hast den richtig reinen Stöps, also den Feinstaub, den an das Lunge kann gehen, nach 10 Mal mehr klein wie das Kehren. Also 2,5 Mikrometer. Und das kann man mit bloßen Augen schon bald nicht mehr sehen. Aber wo entsteht die Stöps dann überhaupt? Ja, als ganz unterschiedliche Sourcen. Überall da, wo zum Beispiel Verbrennungen am Spiel sind, da entstehen Rußpartikel. Und das kann ich relativ gut über der Kerze sichtbar machen. Und das Rußpartikel, die entstehen auch bei den Verbrennungen an den Autos, Motoren, bei Diesel ein bisschen mehr wie bei Benziner. Dann entstehen sie bei großen Croisière-Schiffen und natürlich auch an der Industrie. Und bei Holzfeuern. Obwohl die schon seit Jahrtausenden gehen, sind die am Winter eine richtig große Source von Rengumstöps. Also ich sitze mich am Winter nicht bei Lagerfeuer. Ja, aber vielleicht bei Kamein, oder? Oh. Du hast ja wohl mal noch Chance. Ja, wir haben hier in der Kuppel gesagt, richtig gut den Rängen-Stöps. Und das ist ähnlich wie der Smog, den heinst du am Winter über den Stiert leiht. Wie hi. Gott sei Dank, dass das bei uns aber nicht so dachs. Ja, außer dem Ruß haben wir aber auch noch ganz grob andere Sourcen von Rengumstöps aufgepasst. Also, aber wie eng dann? Ja, Pneuen und Bremsen, die nutzen auch eine Form von Rengumstöps auf. Und das macht sogar 2/3 vom ganzen Rengumstöps aus dem Verkehr aus. Und hier haben wir drin als eine weiter wichtige Quelle von Rengumstöps. Nämlich die Felder, dem Moment, wo sie gepifft gehen. Piff ist ja einfach flüssig und nicht stöpsig. Ja, der Stöps entsteht auch nicht direkt. Aber beim Piffen, da dämpfen Gasen aus. Und einer von den Gasen, das ist den Ammoniak. Und an der Luft kann den Ammoniak sich mit den Aufgasen von den Autos kombinieren, nämlich mit den Stickoxiden. Und hier auf diesem Wattestäbchen habe ich der Stickoxide. Und guck mal, was passiert, wenn ich die bei den Ammoniak habe. Es entsteht ein weißen Salzstöps. Und den ist an der Dünnperiode responsabel für einen Großteil vom Rengumstöps, den wir in der Luft haben. Und die kann heinst du über 100 Kilometer mit der Luft weggedroht gehen. Wie viel Stöps hast du dann nur in der Luft? Ja, das kann ich mit so einem Partikelzähler messen. Momentan haben wir hier 13 bis 15 Mikrogramm an einem Meter Cube Luft. Und das ist noch weit unter dem Grenzwert von 50 Mikrogramm. Und das entspricht ungefähr 3 von diesen Stöpskehren an einem Volumen so groß wie diese Banner. Das ist nicht viel.
War gené. Guck mal, was passiert, wenn ich den Partikelzähler hier an diesem Aquarium stellen und dann ein Kerz dran ausblasen. Wow, du siehst extrem hey Stöpswerter. Hey Stöpswerter soll ihn also besser relativisieren. Ne? Das ist nicht schlimm, wenn ihr punktuell mal hey Stöpswerter ausgesagt könnt. Das wichtig ist, dass den an der Moyenne über den Tag nicht mehr wie 50 Mikrogramm pro Meter Cube hat. Ein Großteil vom Stöps hat sich auch auf der Wand vom Aquarium aufgesagt und so geht die Stöpswerte auch relativ sehr im Ruf. Das heißt, das ist nicht giftig, für daheim ein Kerz auszublasen. Aber was kann denn da gegen hey Stöpswerter machen? Ja, an der Industrie da schaffen sie teilweise mit Filtersystemen an ein relativ interessantes System. Hier kann ich eine elektrische Spannung, eine hohe elektrische Spannung zwischen diesen zwei Elektroden anlegen. Und hier bei diesem Gitter da gehen Stöpspartikeln elektrisch abgeladen und können da von der zweiten Elektrode angezogen gehen. Ich weiß nicht, das mal. Und da können kein Ränge Stöps mehr raus. Interessant, da machen wir mal. Mach aus, mach un, mach aus. Ja, das Problem bei diesem System ist natürlich, dass es relativ viel Strom verbraucht. Und dafür soll ihn das Problem vom Ränge Stöps lieber unter Wurzel abhaken. Zum Beispiel mit Autos, die keine Aufgase mehr produzieren, aber wo Pneuen und Bremsen Männer aufnutzen. Oder Techniker in der Landwirtschaft, die Männer Ammoniak freisetzen. Am Internet zu verschiedene Sourcen, dass Moosteppiche am Haus helfen, für die Stöps zu reduzieren. Wir haben aber da ein paar Experimente gemacht an so einem Aquarium mit viel Stöps und da haben wir leider nichts feststellen. Ohne Moos nichts los also. Ja, das kann ich so sagen. Aber da, wo ich viel Moos an der Natur finde, ist die Luft normalerweise gut. Das ist genauso wie bei den Flechten. Wenn der viel Arten präsent sind, ist das ein Zeichen auf eine allgemein gute Luftqualität. Weil die Flechten, die holen nämlich die Luft und Nährstoffe durch Poren ab. Und wenn die Luft schlecht ist, dann sterben die auf. Bei Bannen hätten Flechten nicht viel Chance. Dafür bringe ich die raus bei ihren Kollegen und machen wir das im Stöps.